Am 15.11. kommt Pokémon auf Switch. Darum müssen wir jetzt ein bisschen Gas geben, damit wir noch durchkommen. Und da vorne holt uns die Maus auch schon wieder ab. Das Mal habe ich sie wieder knapp verpasst. Scheibe. Okay. Wo ist sie hin? Okay, das ist das WC, das ich vorhin so als unnötig betitelt habe. Jetzt weiß ich auch wieso. Es wird nämlich erst spannend werden. Auf dem WC. Da ist keine Maus. Da auch. Da. What the fuck? Blablabla. Das war ein Ratatouille. Es hat fast so ausgesehen wie ein Krokombusch. Sympathischer Typ. Ja, got it! Sehr schön. Ja, wir haben den Liftknopf. Moment. Wir haben den Liftknopf zum 4. Da musst du sicher noch etwas über. Nein, okay. Wir haben den Liftknopf zum 4, wie gesagt, und. Ich würde sagen, den tun wir gerade mal einsetzen. Und, naja, gönnt zu eben jenem 4. Bin ich eigentlich. Aber vorne wollte ich noch etwas anderes zeigen, weil tatsächlich wieder mal etwas übergüchselt. Das passiert mir recht häufig, wisst ihr ja. Das hole ich mir jetzt so schnell. Ist eine kurze Sache, verspreche ich's. So. Ja, wie gesagt, in 2 Wochen knapp kommt das neue Pokémon-Spiel, 8. Generation. Wir sind sehr, sehr, sehr gespannt. Let's Go Evoli, Let's Go Pikachu. Sehr, sehr gut und erfolgreich gewesen. Finde ich zu Recht. Finde nicht alle, aber ich finde es ein geniales Spiel. Jetzt. Nein, nicht das. Nein, tatsächlich kann ich gar nicht dahin wollen. Ich habe das geniales Spiel gefunden. Jetzt war es halt das Remake und nicht eine neue Generation. Darum bin ich gespannt. Es fehlt doch noch eins. Okay. Darum bin ich gespannt, was sie mit dem machen werden. Letzte Generation war die 7. Generation mit Sonne und Mond. Es kommt mir vor, als wäre es verdammt lang her. Und ja, ich finde auch, dass die 7. Generation ein bisschen verhauen haben. Es mag dort die Limitierung vom 3DS sein, aber die Switch hat die Limitierung nicht mehr. Darum bin ich sehr gespannt, was sie damit gemacht haben. Luigi macht die Sache wirklich gut. Komm nochmal zum Labor zurück. Ich möchte nämlich das sagen. Bis gleich. Okay, wir gehen nicht ins 4. Nein. Ja, so eine Mond, das soll ich sagen. Ja. Es hat nicht ganz so schön ausgesehen, es war nicht ganz so episch gewesen. Und was mich ein bisschen beunruhigt ist, dass es grafisch gar nicht bis jetzt so viel besser ausgesehen hat. Das auf der 8. Generation als das auf dem 3DS. Aber das kann sich alles noch ändern, spielen nicht das Menschen auch so am Anfang. Und am Schluss, sieht es wunderschön aus. 2 Wochen müssen wir noch warten. Dann gibt es natürlich ein Let's Play auf dem Kanal. Oh, Luigi, du bist ja endlich wieder. Einen alten Mann lässt man noch nicht so warten. Ich habe mich hier unten mächtiges Zeug gelegt. Das Labor verfügt jetzt über fast alle Funktionen, die mir vorgeschwebt haben. Aber du warst offensichtlich auch nicht faul, Luigi. Gut so. Sauge mit deiner Erkundungstour mit dem Rückwegflu ja, so viel wie möglich auf. Dabei hast du sicher schon eine hübsche Summe Geld angesammelt. Frag dich also, was du mit dir anfangen kannst? Tja, eine ganze Menge und ein kleines bisschen möchte ich davon profitieren. Versteht sich. Troll will er bitte. Hiermit kündige ich in voller Stolz was ganz Besonderes an. Okay, jetzt komme ich endlich mal über was ich mit dem Geld machen kann. Der Warenkorb oben habe ich ja schon gesehen vorhin. Profis Igels Shopping-Netzwerk ist zweigeschaltet und hier im Labor zugänglich. Dann richtet es gleich Items kaufen für einen absoluten Spottpreis.
Zur Feieröffnung gibt es das natürlich in einer einmaligen Sache ein gratis Geschenk. Und zwar eine Goldknochen. Nur zu, Luigi, wenn einen Goldknochen einfach aus und nimm ihn an dich. Kaufen. Du hast einen Goldknochen erhalten. Okay, jetzt kostet er 1000. Goldknochen sind ganz fantastisch. Sie können dich wieder aufpeppen, wenn du die Anzahl deiner Herzen auf 0 sinkst. Ah, eine Fee. Es wäre also ratsam, gleich mehrere Goldknochen im Petto zu haben. Dafür müsst ihr aber natürlich welche kaufen. Bastard. Stimmt natürlich ein bisschen mit dem Shopping-Netzwerk. Die anderen Items, die ich anbiete, sind nämlich auch nicht zu verachten. Oh je, ich sollte doch bald noch vergessen, solange du hier bist. Muss ich noch was erledigen? Luigi, dreh dich einmal kurz um. Ich muss was in einem Schreckwerk für Lou anpassen. Ah, Okay. Fertig. ich weiß nicht. Er will Profit schlafen für etwas, was ich für ihn mache. Schon erledigt, die Schreckwerk für Lou hat jetzt eine neue Funktion. Aufgrund einer Untersuchung ging ich davon aus, dass Boo ist im Hotel versteckt. Mit einer neuen Funktion lassen sie sich aufspüren. Ah, die Einzelnen erläutere ich euch später. Gut, das war's jetzt mal von einer Seite, Luigi. Dann jetzt erstmal eine Suche im Hotel fort. Ja, weil wir haben nämlich im Shopping-Netzwerk schon gesehen, dass es Buhu-Finder gibt. Hiermit wird auf der Karte der Aufenthaltsort eines Buhus enthüllt, für insgesamt einen Buhu einsetzbar. Hiermit wird auf der Karte enthüllt, wo ein Juwel versteckt ist, für insgesamt einen Juwel einsetzbar. Aha. Also wenn man auch kein Juwel, also... Okay. Das Ding verratet uns auch so, wo die Juwelen sind. Aber das ist doch gerade spannend, die zu suchen. Darum wird ich von dem nicht Gebrauch machen. Zumindest nicht so lange. Geht sicher nicht das Telefon. Egal. Oh, Natter glüttet. Hallo. Und der ganz Kind, du bist anscheinend schon auf den Bohu gestoßen. Er muss ganz in der Nähe sein. Lass mich das genau erläutern, wobei noch gleich mal durchziehen. Okay, habe ich nur eine Weile nicht angefasst. Also Flug des Körpers besteht aus einem Element, das ich Glibber getauft habe. Glibber reagiert auf Bohus ausgesendete Frequenzen. Wenn in einem Bohu in der Nähe versteckt, merkt das Rad an der Glibber auf zu probieren beginnt. Das Vibrieren nimmt zu, je mehr du in einem Bohu näher hast, du in der ganzen Arbeit wirst du das im wahrsten Sinne des Wortes spüren. Das was einmal zu verstecken war. Starke Vibration bei einem Bohu in der Nähe. Dann lass los. Fangen wir gleich im Bohu. Hihihihi, ich überlege derweil schon mal, wie ich seine Sammlung anordnen werde. Okay, da hat es ein Buhu plötzlich in der Nähe. Das wird mal... Das spürt ihr jetzt nicht. Aber ihr seht es ein bisschen am Staubsauger, glaube ich. Okay, es hat irgendwo ein Buhu in der Nähe. Es vibriert ein bisschen. Piep, 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 piep. Ich mache es mal ein bisschen nachher, meine Vibration spüren, weil ihr es ja nicht seht. Vielleicht da hinten? Die Vibration ist immer noch im gleichen Muster. Piep, 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 piep. Oh, da geht's ab. Und wie findet ihr denn da? Es ist komisch. Es lässt sich überhaupt nicht orten. Jetzt spüre ich fast gar nichts, da spüre ich hure viel. Da spüre ich richtig viel. Da wieder nichts. Da innen? Nein, da innen! Oh, ich bin Ubu. Du darfst doch nach, wenn du vorhin dunkel. Ich habe jetzt nicht gefunden. Oh nö, weil wir die falsche Dings. Oh. Ja, das Vibrieren ist auch weg. Naja. Da ist auch nie ein Vibrieren. Wir gehen mal weiter. Wir gehen weiter! Da hat es wieder ein Vibrieren. Schwächer. Bup. Bup. Nicht mehr. Okay. Nicht mehr. Da wird es stärker. Da innen. Den Köder habe ich einfach schon mal untersucht. Da wäre es schon off. Verdammt. Ah. Nein. Hä? Da in. Da in. Im Bild. Findet ihr so?
Also die Jagd nach dem Bauhaus gestaltet sich sehr... Naja. Ich wollte schwer sagen, aber da vibriert es recht viel. Da brauchst du nicht. Hä? Da vibriert es wieder nicht. Da vibriert es. Da vibriert es. Da nicht. Es ist sehr, 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 sehr schwer einschätzbar. Da vibriert es auch ein bisschen. Da oder nicht mehr. Da wieder. Da oder nicht mehr. Ich habe ein gutes Gefühl bei hier innen. Da ist irgendwo einer. Da probiert es recht heftig. Auto. Da innen. Aua. Nein, aber ein Goldspinne. Mitkommen. Yes. Okay, jetzt will abhauen, aber er hat sich gar noch verwünscht. Ja. Stimmt, da innen sind wir auch noch nie gewesen. Können wir auch noch machen. So. Wenn wir gerade schon sind. Aber ich spüre kein Vibrieren mehr. Er geht... Oh, ich spüre es. Da das Geld mal rausholen. Hey, es ist komisch, sag ich euch. Hey, nein. Da hat es noch Geldschein. So. Dann müssen wir auch wieder irgendwo ein Stroh... Oh, ein Kabel kaputt machen, will ich sagen. Da ist eine Perle. Die nehme ich auch. Da kann ich mit dem Guichi durch. Da jetzt ein Spinne für Guichi. So. Und holen wir. Blablabla. Dann kann wir komplett Juwelen. Sehr gut. War's das? Ich glaube schon. Okay. Gehen wir mal wieder hier runter. Und... Nein. Hä? Okay, dann kann ich gerade nicht viel machen. Plop. Da mal alles wegsaugen. Es vibriert da irgendetwas, aber... Wo der Buhu jetzt soll sein, oder wie ich den Buhu sichtbar mache? Das weiß niemand. Okay, ich vermute, er ist hier innen. Weil da vibriert es wieder eher heftig. Ah, so komme ich den Goldbarren. Die haben wir doch vorne mal gesehen, wenn ihr mich erinnern. Aua, sorry. Muss ich als Guichi? Tatsächlich? Hey, ich bin U-Boot, so dumm, dass du mich gefunden hast. Hey. Nö? Hey. Hä? Lütlis, ich check's grad nicht so. Muss ich warten, bis er auftaucht? Also komm. Dann greift er mich gerade an. Er scheint gegen meinen Staubsauger immun zu sein. Ich probiere es mal mit dem Guichi. Er geht auf einen Luigi trotzdem. Ich habe nicht das Gefühl, dass er etwas mit dem zu tun hat. Okay, hat mir wenigstens keinen Schaden zugefügt. Aha, ich kann mal daneben aufsaugen. Dann kann er sich eben jenem verstecken. Das ist so meine Theorie. Ah, gut. Oh, da noch etwas. Abgewehrt. Aber mehr nicht. Leer. Oh, die Wut sind sehr gute Versteckspieler. Leuchtet die Umgebung mit der Düsenlampe ab, um sie zu entdecken. Ja, aber hä? Rennen sie auf mich zu? Ich brauche vor allem Herz jetzt.
Wie gesagt, ich habe das Gefühl... Also doch muss ich sie anleuchten. Ich bin tot, aber ich habe noch Knochen. Ich habe noch Knochen. Nicht gute Nacht, nein. Nein, 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 nein. Ham. Okay, das ist cool gemacht. Okay, ja, aber dass ich Game Over gegangen bin, ist natürlich weniger cool. Jetzt. Wow! Scheiße! Ich muss ein bisschen weg da. Glaube ich. Like, I'm not sure. Ich gehe weg. Er schmeißt die Bombe. Die kann ich sicher gegen ihn verwenden. Wo immer er ist. Oh, Geld. Hä? Wie? Besiegt? Man, Bauhaus. Hui, hui, hui. Deutsche Bauhaus sind sehr guter Versteckspieler. Leuchtet die Umgebung mit einer Düsterlampe ab, ob sie uns hört. Ja. Sie scheinen vor allem immun zu sein gegen meinen Schreck weg. Der Anfang ist nicht gut. Ich muss unbedingt aufpassen auf meine Leben. Luigi, renn schon mal. Da kommt er. Weg, 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 weg. Ich weiß nie, wo er auftaucht und was er macht. Siehst du? Ich kann ihn nicht aufsaugen. Wie bekämpft man Bauhaus? Nein, 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 nein. Kann man den schwarzen Schatten hier anleuchten, aber erfahrungsgemäß macht das auch nicht viel. Bis zweite, Game Over. Nein, ich check's gerade echt nicht. Fortsetzen, aber ich habe keine Ahnung, wie man Puss tötet. Ich habe ihn angezündet, aufgesogen, Stampfattacke. Nichts. Hat funktioniert. Versuchen wir es nochmal. Ich bin immer noch mit dem Knochen da. Offiziell ist das Ganze nie passiert. Nein, so bin ich nicht. Luigi findet da nichts. Wetten wir, Luigi findet etwas. Ach komm jetzt, du bist auch allergisch. Ja, das Fluid ist wieder gesund. Hey, hey, hey. Also bin ich gar nicht beim Doktor gewesen jetzt. Ich check's nicht im Fall. Ba ba bam. Geben doch bitte schnell ein paar Sekunden, Minuten, Stunden, um herauszufinden, wie ich einen Pupu besiege. So. Schnell schauen, ob ich jetzt schon da war. Nein, bin ich nicht. Es hat alles nochmal zurückgesetzt. Ah, schade. Naja. Hey, aber man sieht nicht, ob die Spinne jetzt vor mir ist oder hinter mir. Das ist ja ein kleiner Kritikpunkt. Man sieht, also eben das allgemein das Steuern, das 3D
dass wenn ich links drücke, dass es nicht von mir aus links geht, sondern vom Luigi her links, sondern dass es von mir eben mal rechts kann sein. Es ist mega verwirrend. Naja, jammern auf hohem Niveau eigentlich, aber trotzdem. Wo ist der Ubu? So. Ich habe meine Juwelensammlung komplett. So. Die Juwelensammlung ist wieder komplett. Und ich gehe mich nochmal auf die Suche machen nach dem Uibu. Und auch wenn nicht, könnten wir ja jetzt theoretisch wieder in 4 Stock. Naja, ich glaube, dort gehen wir auch. Weil, eben wie gesagt, mein Fluid reagiert nicht. Darum glaube ich nicht, dass da gerade ein Buhu ist. Bin jetzt... Nein, im Labor bin ich ja jetzt schon gewesen, weil ich habe ja den Knochen. Mit der Git sprechen. Oh je, bin ich schon hier, wenn ich hingerannt? Nein, dann das Hotel ist überall eingeladen, außer wo der Kühe uns hier einzuloggen. Ja, nein, war von das Hotel schlichtweg gruselig, möchtest du moderieren. Ich wollte mit dir reden. Wurdest du also nicht eingeladen oder mit einem Brief? Bla 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 bla. Ich lese es gerne mal vor, aber jetzt nicht. Was ist das Protokoll eigentlich? Sag mal so, was ich muss machen. Okay, interessiert mich auch nicht. Ich wollte eigentlich nur mal wissen, wie man Buhus besiegt. Okay, aus dem Labor raus, ab in den Lift. Wir sehen uns im 4. Stock. Willkommen im Musikstock, im 4. Im Konzertbereich. Konzertbereich, ja, wäre jetzt dabei. Wo? Gerade eine komplett andere Stimmung, kann ich sagen, und dann läutet der Toboa. Pronto. Hey, wenn du mal Schätze im Labor musst, habe ich die perfekte Lösung, weil ich nicht über ein Transfersystem erfolgreich eingerichtet habe. Nur wenn ich ruf einfach auf ein WB auf, wo wir Labor, da wissen nur bei hier die Transfer. Funktioniert auch in andere Richtungen. Du kannst vom Labor aus die Stelle im Hotel so gut und zuletzt warst. Das für. Zuerst vergisst halt deine Erkundung nicht, dass du das Transfersystem zurückgreifen kannst. Ah, TT und das letzte und ins Labor. Jupp, das tut einmal die elendlange Liftreise ein bisschen ersetzen. Aber eben nicht ganz vergessen machen. Weil zum Stockwerk wechseln brauche ich immer noch. Der Lift. Nur zum Zurückkommen brauche ich jetzt keinen Lift mehr. Ich kann noch eins blasen. Das kommt raus, aber... Es kommt raus, aber ich kann es nehmen. Ah, ja, klar. Ja, er hört ja damit nicht auf. Und er kann es jetzt einfach übernehmen. So. Dankeschön, Luigi. Oh, schon mal der erste Juwel. Ja, komm jetzt. Gefunden. Aha. Sehr geil eingerichtet. Habe ich etwas gesehen? Nein, habe ich nicht gesehen. Ach so. Oh. Die Leute alles wegschmeißen. Da muss man natürlich jetzt halt wissen, was ist das Blasinstrument, was ist das Ziehinstrument. Oh la la, le Barkeeper. Okay, da wollte ich. Die Frage ist, wie komme ich da rein? Ich glaube, ich weiss wie. Da hinten links. Kann man da etwas Gitarren? Nein. Ups. Ja. Jetzt kommt das. Ups. Oh, der Fuck, das zieht mir den Schaden ab. Zack. Haben wir im Trailer schon gesehen. Voilà. Mist.
ist ein schwieriges Timing. Es ist hure knapp bemessen. Du hast jetzt genug Schabernack getrieben. 60, 40, 50, 20. Ja, nehmen wir den auseinander. Überhaupt kein Problem. Nö, okay. Puh, das war mühsam. Aber zuerst mal die Popcorn einsammeln, hier drücken. Gut, Maus. Gut, Müs. Mehrzahl. Oh, yes. Ich glaube, ich habe alle verwutscht. Ich glaube, es waren 2. Okay, hier drücken. Noch eine Runde bitte. Uiuiui. Oh, ein Juwel. Das geht. Okay. Ich muss sagen, was mir ein bisschen auffällt, ist Stockwerkwerte von Stockwerk zu Stockwerk kleiner. Ich habe das Gefühl, wir haben jetzt schon 2, 3 Juwelen gefunden innerhalb von ein paar Minuten und das kann es doch irgendwie nicht sein. Damentoilette. Oh. Toilette habe ich gesagt, immer aufpassen. Da oben hat es etwas. Sehe ich schon. Yes! Die war richtig mühsam zum Holen. Oh, yes. Oh, yes. Okay. Mein Ziel ist einen sehr hohen Highscore zu holen, natürlich. Ich versuche alles zu finden, was ich kann. Und mein Ziel ist aber auch einigermaßen tiefig mit dem Spiel durchzukommen. Wie gesagt, im Idealfall bin ich damit durch, bis Pokémon kommt. Das heisst nicht, dass das Let's Play durch wird sein, das nehme ich nicht an. Weil von mir aus 1, maximal 2 Folgen am Tag wollte ich eigentlich nicht bringen. Und das müsste schon ein sehr kurzes Spiel dann sein, wenn es schon zum Release von Pokémon-Spielen draussen sein. Es wird halt dann für eine kurze Zeit 2 Let's Plays parallel geben. Eins zum Luigi und eins zum Pokémon. Aber wie gesagt, ich versuche, dass ich Luigi so weit durch kann sein, dass ich mit denen, wenigstens privat, von Pokémon kann widmen. Kann ich mit Luigi hier unten durch? Ich glaube, ich nicht. Das ist ein bisschen klein, hä? Nein, geht nicht. So, bye bye. Okay, da tun wir noch die Türen aufschlitzen, wie sich's gehört. Jo, pardon. Blasen, hä? Das ist ein Blasinstrument. Geil gemacht. Kann man noch mehr blöseln? Nein, wir haben alles gefunden. Okay. Spiegel immer verdächtig, aber heute nicht. Okay. Es ist ein bisschen Geld geben, aber so grosse Geheimnis nicht. Jetzt kann ich etwas übergüchselt haben, oder es ist einfach so. Naja. Wegen weiters. Was hast du das Gefühl? Ich sehe das nicht. Spiegel sind etwas hure Wichtiges. Ich habe es ein paar Mal schon gesagt. Und es wird meine Meinung auch nicht ändern. Ah, das Herz brauche ich leider. Okay, da rennt nur. Und du? Okay, aber man muss auch sagen, je weiter rauf man kommt, je mehr Stockwerk man betritt, naja, desto mehr Cash gibt's. Yes. Okay, da ist wieder etwas. So. Aha. Ein Buhu. Ich glaube, das Spielmensch schon blind. Kann man dich blenden? Ja. Okay, Luigi. Du weißt, was du zu tun hast. Ah, Geldquellen anzapfen. Tak, 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 tak. Und Marimbas. Sollen wir uns einen Hinweis auf Dings Boss geben? Das Spiel aktivieren. Gute. Oh. Was hat das jetzt gemacht? Hey, zurückkommen.
Jetzt? Ah, ich kann interagieren. Du, hallo? Ja, würde ich auch machen. Einfach mal reingreifen. Luigi hat Mut. Wo bin ich aber gelandet? In der Lotterie. Bingo. Oh, schön. Habt ihr die Melodie erkannt? Ich spiele sie gerade nochmal. Und dann schnell Geld einsammeln. Und meine Skiball-Tickets einlösen. Uiuiui, Popcorn plündern und alles andere. Oh, das ist der Süßigkeitenladen. Snackbar. Die Gläser sind ein bisschen mühsam, weil die muss man nochmal schnell loslassen, um sie kaputt zu machen, bevor man alles einsammeln kann. Ja, ein bisschen seriöser. He? Generell finde ich, im Gegensatz zu meinem ersten Let's Play zum Zelda, bin ich im Luigi's Mansion viel seriöser. Immer noch ein Idiot, aber wesentlich weniger. Das kann langweiliger rüberkommen oder halt eben seriöser. Weder gut noch schlecht. Und anders. Das Kästchen schnell auftun. Also wenn da kein Geld rauskommt, wäre schwer traurig sein. Kann man da etwas blöseln? Nein, das Wasser anlassen wie immer. Okay. Jetzt, los. Vorhin haben es geschafft. Nein, es hat. Aber je nachdem gibt es hier einen Code. Man muss etwas spielen, um da aufzutun. Aber was? Das ist mal. Das sieht da wegnehmen. So. Grün-blau. Komm jetzt. Spiel mir das Lied vom Tod. Das stimmt auch. Und es gehört. Das ist kein Zufall. Okay, ich gehe dann mal schnell raus. Und wieder rein. Genial. Und da wollte ich mal das Zeug dort beobachten. Okay. Spielen wir noch eins? Das nicht. Ah, okay, jetzt habe ich... Nein. Das ist nicht der blaue. Also welche gehören dazu? So. Der gehört nicht dazu. Der zweite. Jawohl. Der dritte eben nicht. Viert. Jawohl. 2, 4, 6. Nein, nicht der. Nicht der gemeint. Nein, nicht der. Nein, der da. Muss ich da zuerst Korken wegnehmen? Nö, geht gar nicht. Okay, der gehört dazu. Der da. Der da. Ah. Also, ich glaube, er hat kurz geknackt. Aber, ihr werdet es erst beim nächsten Mal erfahren. Schön, dass ihr heute dabei gewesen. Merci vielmals fürs Liken, Kommentieren. Beim nächsten Mal spielt das Ding richtig und wir tun weiterhin Juwelen und Geister jagen. Hoffen, Sie sind mit dabei. Bis dahin und...